Chefarztsessel, Gedanken verloren, durchblättert er einen Berg aus Zetteln. Jeder im Raum sieht zu ihm auf wie Hunde, die um Reste betteln. Dann nimmt er seufzend eine Notiz von mir. Seine enttäuschte Miene sieht aus wie einstudiert. Aus seinem Mund wirken Worte wie in Stein graviert. Aus einem Grund, den keiner kennt, sei mein Geist lidiert. Mein EEG zeigt eine wirre Parabel, der Schatten sei irreparabel. Ich wär gefährdet wie Abel, ich werde schnellstens verkabelt, so von der Stirn bis zum Nabel. In jedem Arm eine Nadel, lausche ich seinem Gefasel. Sie brauchen Drogen, ich komme unter Messer und Gabel. Sie geben mir Drogen und eure Therapeuten stellen mich in Frage. Ich werde heftig getadelt für meine fehlende Courage, denn ich gehe nie wieder zurück auf den Boden, wenn ich jetzt nicht kräftiger grabe. Eine Mehrpersonendosis mit Beruhen zirkuliert durch meinen Kopf, doch ich werd nie mehr so werden wie ihr. Auch wenn das für euch jetzt vielleicht bekloppt klingt, was soll ich bei euch, wenn ich in meiner Welt Gott bin? Eine Mehrpersonendosis mit Beruhen zirkuliert durch meinen Kopf, doch ich werd nie mehr so werden wie ihr. Auch wenn das für euch jetzt vielleicht bekloppt klingt, was soll ich bei euch, wenn ich in meiner Welt Gott bin? Wirklich verrückt, wär's nie verrückt zu werden, wirklich verrückt dann auf jene, die das später lernen. Wir sind die Hölle auf Erden, die ihre Nachfahren derben, und jeder Mensch auf diesem Planeten wird als Täter sterben. Wir schieben Scharen schwarzer Peter ab, zurück in die Türkei. Auf Wiedersehen beim nächsten Urlaub, schauen wir mal vorbei. Experten sprechen uns derweil von allen Fehlern frei, denn der Rest der Erde sei ein übersehenes Detail. Das wurde ich unentwegt, unterwegs in meine Zelle. Untersetze Schwestern zerren mich brutal über die Schwelle. Wie Patient fühle ich mich nicht mehr so. Und anstelle einer Klinge gibt mir der Pfleger eine Schelle. Der Doc meint, ich leide an Psychosen für zwei und haut mir Legeart aus meine Schädelbasis zu Brei. Er meinte, hebelt damit jede Stasis aus, befreit den Geist und hat auch gegen Fragen was dabei. Mehrpersonendosis mit Beruhen zirkuliert durch meinen Kopf, doch ich werd nie mehr so werden wie ihr. Auch wenn das für euch jetzt vielleicht bekloppt klingt, was soll ich bei euch, wenn ich in meiner Welt Gott bin? Der Patient kam mit Symptomen eines Ich-Symptom-Wahns. Wir schlugen Therapieoptionen vor und nach kam dann ans Licht, dass er dachte, dass er bei Obi-Wan als Jedi Padawan Lehrstunden im Nahkampf nahm. Er musste die Welt retten, weil es außer ihm keiner mache, auch wenn er wüsste, dass er es alleine wahrscheinlich nicht schaffe. Jede wache Minute, weil seine Zeit so begrenzt sei. Ein großer Sprung für ihn sei ein kleiner Schritt für die Menschheit. Und uns Kollegen, sein Kopf war wie ein Senfei, Verstand auf Standby, rundum talentfrei, dauernd latent high. Zukunft war Endzeit, ein Zustand, den kein Medikament heilt. Wie in naiven Gestalten fehlt es ja nie. Er bekam eine palliative Verhaltenstherapie. Er lernte, diese Welt ist nicht zu retten. Find dich damit ab, schnapp dir schnell doch was vom Schatz und dann verlass das Wrack.